Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein außergewöhnlicher Prozess geht da heute über die Bühne. Die Schar der Angeklagten scheint kein Ende zu nehmen. Und es sind lauter Damen. Eine Folge der vor Anno 14 auch in der bayerischen Provinz hier und da gegründeten Vereine zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs. Der Amtsrichter August Stierhammer, obschon Junggeselle, versteht die Welt nicht mehr. Lasst meine Damen geschwind. Ruhe, wir fangen gleich an. Vorsicht, Maximilian! Diese Apparatur hat doch eine empfindliche Summe gekostet. Machen wir doch den Schaden nicht noch größer. Der Herr Fotograf, der Arme, liegt ohnehin noch zu Bette. Bitte, sogar Berliner Zeitungen haben darüber berichtet. Wir waren machtlos, völlig hilflos. Ich musste es immer wieder eingestehen. Auf betrunkene Frauenzimmer sind wir nicht ausgebildet worden. Na, da helfen da nix. Sowas ist im Königreich Bayern nicht vorgesehen. Da hilft nix. Wenn man Maria besoffen ist, dann gibt's bloß die Flucht. Sogar für mich. Obwohl ich in Sedan dabei gewesen bin, wie wir Napoleon gefangen haben. Maximilian, Mann Gottes, so Hinter seid doch Maria ist der Napoleon ein braver Mann gewesen. Die Geschichte kann auch dumm ausgehen. Wieso? Die Weiber kommen ins Zuchthaus und über uns reden sie im ganzen Land. Meinst du? Meinst? Das ist schon gewiss. Ja. Was haben wir nachher gehabt von unserer Freude, hä? Eine Blamage. Ich kann mir jetzt Minke im Schlachthof nicht mehr sehen lassen. Und wer ist dort schuld? Er da, der Lebzeiter natürlich. Ja, freilich, mir ist die Geschichte wieder genug, gell? Meine Herren, jetzt bin ich noch weiter reinreiten. Ich habe so eine 5 Pfund schwere Kerze nach Haltetting verlobt, wenn die Geschichte gut ausgeht. Ich habe mir mitgemacht, nur. Schaut's mir nach oben, wie ich ausschau. Bin als Zeuge da. Und unschuldig. Völlig unschuldig. Und die gnädige Frau Wimmer ist schuld. Die hat unsere Weiber narisch gemacht, die hat mit dem Schmarrn angefangen. Hey, halt doch du dein Mai! Dran schuld ist an dem ganzen Schlamassel. Er da, er ganz allein. Wer, ich? Jawohl, du! Du hast das arrangiert, dass die Damen beim Lebzeiter nicht bloß einen Kaffee getrunken haben, gell? Ich hab keinen Kaffee getrunken. Der Depp. Stell dir nicht dümmer, als wir's bist. Die Wahrheit, wer gesagt hat. Die Wahrheit. Ich bin kein Antialkoholiker und ich bin kein Mitglied vom Antialkoholikerverein, also. Deswegen, der Feindl darf nicht vereidigt werden, das überlebe ich nicht. Nachher sind wir geliefert. Wenn der Herr Rat nicht von selber draufkommt, sind wir glatt geliefert. Dann wären's uns zwei bei und wir haben es gespielt. Ja. Meine Herren, es ist durchaus möglich, dass sogar eine große englische Zeitung die Meldung bringt. Wir machen es Mais. Ja, sowas nennt man Weltpresse. Das ist auch noch. So weit hat's kommen müssen, nicht wahr? Ich kann's Ihnen immer noch nicht zutrauen. Wie ist sowas bloß möglich? O eulenäugige Tochter des Zeus! Zur Körperverletzung, zum Hausfriedensbruch kommt auch noch ein erheblicher Posten an Sachbeschädigung. Ja, Herr Staatsanwalt, ich mach's ja schon so scharf wie nur möglich, nicht wahr? Man soll eben die Richtschnur seiner Prinzipien nie so hochspannen, dass man selber nicht mehr drüber hupfen kann und stolpert, nicht? Zufrieden? Ja. Eine stattliche Schar wegen Körperverletzung. Man bedenke das wegen Körperverletzung angeklagter Damen. Brav. Schämen Sie sich denn gar nicht, Frau Wimmer? Doch. Ja, alles gut. Alkohol ist eben nicht nur in dem von Ihnen so heftig bekämpften Biere und seiner gewaltigen Kraft. Erliegen nicht nur die haltlosen Männer. Brav, Herr Rüting. Ja, eben nicht nur die Männer. Das hätten Sie aber wissen können, Frau Praxenthaler. Ich? Sie ja. Und Sie auch, Frau Held.
Ganz zu schweigen von Ihnen, Frau Ingerl und Frau Körbel. Ihnen traut man die Tat wenigstens zu. Sie wollten ja nicht bloß die Welt verbessern, sondern auch ihre schlechteren Ehehelfen, nicht? Ach, was kann man da noch verbessern? Ja, jetzt saufen Sie erst recht. Eben. Eins ist so aussichtslos wie das andere. Ja, jetzt haben wir die Bescherung. Aber wozu gibt's eine Justiz, nicht wahr? Mädchen für alles wie die Feuerwehr, die bringt schon wieder in Ordnung. Frau Wimmer, oder auch Frau Präsidentin des Vereins zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauches genannt. Betone das Wort Missbrauch, gell? So, jetzt schildern Sie mal Ihren Feldzugsplan. Das war also am 12. September, es war ein schöner warmer Tag, kann mich noch gut erinnern. Da haben Sie Ihre Mannschaft, Ihre Damenschaft, Ihre Mitglieder, die haben Sie zu einem Kaffeekränzchen in die hiesige Lebzelterei ins Café Gröner eingeladen. Na, wie hat sich denn da alles so entwickelt? Sie sollen ja fürchterliche Reden gegen den Alkohol geschwungen haben. Erzählen Sie heute endlich. Ich kann nicht. Ich darf meinen Mandantinnen zuliebe kommen, Herr Herzog. Die Damen saßen im Nebenzimmer der Lebzelterei Gröner und plauderten vergnügt und geziemen. Erst auf die Aufforderung des Herrn Lebzelters bestellten sie sich ein Gläschen Likör. Ja. Klosterlikör St. Wendelin. Na, also der St. Wendelin-Likör ist völlig harmlos. Na, ich habe das nachprüfen lassen. So! Der Herr Gröner wird uns die genaue Anzahl der getrunkenen Liköre beeiden müssen. Beeiden? Ganz schweres Geschütz. Ah, was? Warum sollte eine anständige Bürgersfrau nicht auch mal ein kleines Reischerl heimbringen dürfen? Solche Räusche wie Ihr Mannsbilder trinken wir uns gar nicht erst an. Und überhaupt haben wir nichts Unrechts nicht da. Von uns hat eine jede noch stehen können. Ja, bis auf die gnädige Frau Präsidentin. Ja, aber da brauchen Sie ja nicht schämen, Frau. Ihnen Ihr Mann, der Wickelselig. Der hat jeden Tag so einen Wurf gehabt. Ja. Ich werde ohnmächtig. Gnädige Frau, das ist ja ein Martyrium für Sie. Aber bitte, gnädige Frau, setzen Sie sich doch. So, Ruhe. So, wenn jetzt alle hoffentlich genügend Dampf abgelassen haben, dann können wir dran gehen, den ersten Zeugen zu rufen. Wachtmeister, rufen Sie mir den Josef Gröner, Cafetier, Wachszieher und Lebzelter von hier, aber geschwind. Lebzelter, aber geschwind. Ja. Herr Richter, was haben wir denn eigentlich verbrochen? Das möchte ich jetzt wirklich gerne einmal wissen. Haben wir vielleicht etwas gestohlen oder haben wir jemanden umgebracht? Sie haben den Herrn Gröner verwundet. Sie haben den Fotografenapparat des Herrn Maximilian Habersetzer in Trümmer geschlagen. Der Herr Habersetzer liegt noch heute im Bett. Ach, da kann man doch nur lachen. Ja, wer soll denn das da haben? Sie alle miteinander. Deshalb sind Sie ja angeklagt. Ich habe das Lokal vorzeitig verlassen. So. Und ich bin am Tisch eingeschlafen gewesen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ah, so ausgerechnet Sie, Frau Held. Kennen Sie den da, was? Fällt Ihnen da gar nichts mehr ein dazu, was? Nein. Ja, und Sie, Frau Braxenthaler, wo haben denn Sie einen kaputten Arm her? Vom Tigerin, was? Und überhaupt, wer hat dem Fotografen angeschafft, dass er uns fotografieren soll? Ja, den müsst ihr zuerst einmal finden, bevor das uns einen Prozess macht. Ja, da bin ich schon dabei. Können Sie sich darauf verlassen? Der Zeuge Josef Gröner, Wachszieher, Lebzelter, Konditor und Cafetier da hier. Es ist mir eine Ehre. Grüß Gott, Herr Richter. Grüß Gott, die Herren. Ja, grüß Gott, Herr Gröner. Ja, mein... Oh. Herr Gröner, zur Sache. Wie viel Likör haben denn die hier anwesenden Damen am 12. September in Ihrem wohlrenommierten Kaffeehaus getrunken? Sie meinen den Klosterlikör St. Wendelin? Die meine ich, ja. Ja, so 4 bis 5 Gläschen. Oh. Ja, und dein Miet, hä? Ach ja, das wollte ich noch sagen, bevor die Damen den Likör probiert haben, hat jede der Damen ein schönes Glas Met getrunken. Ja, und den Kaffee hat er uns einen Schnaps reingetan. Einen Schnaps, das ist ja unerhört. Herr Richter, das ist undenkbar. In meinem Geschäft wird daran nicht einmal gedacht, geschweige denn, dass es ausgeführt wird. Das ist undenkbar. Herr Gröner, ich kann mir so viel denken, was eigentlich undenkbar ist, gell? Aber bitte erzählen Sie weiter. Also noch niemals in der vielhundertjährigen Geschichte unserer Lebzelterei ist es passiert, dass ein Gast bei uns hinten... Was? Rückwärts... Hinterrücks. Hinterrücks betrunken gemacht worden ist. Noch niemand, das kann ich beschwören, Herr Richter. Ja, das ist doch ganz wurscht, ob der schwert oder nicht, Herr Richter. In dem Café ist er Schnapstrinker. Jawohl. Der stärkste Obstler, den er hat. In jeder Tasse mindestens ein Stamperl. Ja, so ein Panzer, so ein Obdrater. Und wenn wir nachher schon leicht betrunken gewesen sind, hätte er uns den Fotografen geschickt, Ja. dass der uns fotografiert. Und einen Zeitungsschmierer. Sie wird doch getrunken. Was ist denn los? Ja, will ich haben.
Ja, glauben Sie vielleicht, wir sind hier in einem Parlament? Ha? Höre ich noch was? Nein, ja, dann ist gut. Herr Zeuge, ob jetzt da Schnaps im Kaffee war oder Kaffee im Schnaps, das ist mir vorläufig völlig gleichgültig. Uns aber keineswegs. Vorläufig, habe ich gesagt, Herr Justizrat. Warten Sie es doch ab. Ne? Jetzt erzählen Sie bitte den Ablauf dieses ganzen Damenkränzchens, so wie Sie es erlebt haben, wie Sie zum Beispiel zu Ihren Verwundungen gekommen sind, etc., etc. Herr Gröner, bitte. Gern, Herr Rat. Also die Sache hat an sich ganz harmlos begonnen. Die Damen waren gut aufgelegt und fröhlich. Sie nannten sich eine konstituierende Versammlung des Anti-Alkoholiker-Vereins und das möchte ich betonen, Herr Rat, und haben von sich aus die Presse bestellt. Das ist eine Lüge. Frau Wimmer, machen Sie es nicht noch schlimmer, gell's? Sagen Sie ja nicht die Unwahrheit. Sie haben gesagt, das mussten die Zeitung. Ja, aber doch nicht zu Ihnen. Ja, aber geredet haben Sie es wie ein Parteipolitiker. Gehören Sie doch auf. Moment, bitte. Was hat denn die gnädige Frau so approximativ von sich gegeben da? Ja, also so approximativ Ding hat sie gesagt, dass der Alkohol an allem schuld ist, an alle Unglücke, sogar an die Kriege, hat sie gesagt. Ja, und dass der Alkohol auch die Ehen zerrüttet, hat sie gesagt. Hat sie gesagt? Ja. So. Ja, und? Das stimmt doch auch. So, Frau Wimmer. Frau Wimmer, wenn Sie nicht so verbohrt übertreiben täten in Ihrem Kampfeseifer, dann wäre ja alles halb so wild. Aber so machen Sie sich ja selber lächerlich, nicht? Also bitte, die oberste Schirmherrschaft über die Vereine zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs hat keine geringere übernommen als ihre königliche Hoheit, die Prinzessin Therese. Jawohl, die Schwester von dem da. Sie, Frau Wimmer, ich verbitte mir jede Majestätsbeleidigung, gell? Außerdem mache ich Sie nochmal auf das Wort Alkoholmissbrauch aufmerksam. Gegen Missbrauchsbekämpfung haben wir ja gar nichts. Aber wo Sie die Grenze zwischen dem Gebrauch und dem Missbrauch ansetzen, das ist Ermessensmissbrauch, ist das. Bitte erzählen Sie weiter, Herr Gröner. Ja, also so gegen 5 Uhr, da sind Sie noch bes worden. Ja, da haben Sie nachher Beschlüsse gefasst, also haarsträubende Beschlüsse, meine Herren, geschworen. Das ist ein bisschen hochgegriffen, schöpfen, nicht? Ja. Das heißt, Sie haben unter anderem da beschlossen, dass Sie den Männern am Samstag und Sonntag die Hose in den Kasten sperren. Und dass die Männer ihren ganzen Verdienst abliefern müssen. Und wenn wirklich einer von den Männern ins Wirtshaus geht, dass er von den Ehefrauen herausgeholt wird. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass wir solche Sachen beschlossen hätten. Ja, das stimmt schon. Was anderes hilft ja nicht. Ja, ob das hilft oder nicht stimmt oder was weiß. Auf jeden Fall, der Zeuge noch das Wort, bitte. Also wie diese Beschlüsse immer aggressiver und besser worden sind, da habe ich mir gedacht, da muss man doch irgendwas unternehmen. Und da habe ich mir erlaubt zu sagen, meine Damen, das ist doch unverschämt, habe ich gar nicht mehr sagen können, weil das sind schon über mich hergefallen, als wie die Wildkatzen. Das Gesicht haben sie mir da Graz bei die Haare haben sie mir gezogen. Eine von denen hat mich mittels dieses Schirms den Arm ausgekegelt. Und wenn ich nicht eine von diesen Hyänen in den Arm gebissen hätte, dann hätten sie mir Ärger zugerichtet. Ja, etc., Herr Gröner. Erkennen Sie die Hauptübeltäterinnen wieder, Herr Zeuge? Jawohl, freilich. Da, die 2 Mistamseln waren's. Den Schakzor! Ja, wir gehen, der kleine Hauptschuldigen. Ruhe! Bleiben Sie sitzen und nicht einmal den Versuch zu weiteren Tätlichkeiten. Donnerwetter noch einmal. Bitte schön, nehmen Sie Platz, Herr Zeuge. Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen, den Verleger Berlinger herein. Berlinger, Dominik, jawohl. Ja. Herr Richter, und was ist eigentlich mit meinen blauen Flecken, die ich da und da habe? Wo sind denn die her? Vielleicht vom Turnen, ne? Was weiß ich. Ja, Vorsicht, Maximilian. Der Apparat ist ja noch nicht einmal bezahlt. Ja, wir haben keine Instruktionen für solche Fälle. Wie das heute ausgeht, weiß kein Mensch. Das ist halb wurscht. Als Gespött werden wir so oder so. Naja, aber wenn wenigstens die Bilder was wohnen werden, nicht? Ja. Dann können Sie das Kriegsbild machen von dem Mordsrausch der Damen, aber so. Keine Angst, die Bilder sind etwas geworden. Ja, wirklich? Ja, ich habe sie bei mir. Ja, lass sehen. Ja, nachher kann uns ja gar nichts mehr passieren. Die Bilder, die können in die Weltpresse. Das ist sehr richtig. Oh, schau. Vorgestern hat er sie entwickelt. Aber bitte erst auf mein Bitten hin hat in der Bade arbeiten Oh, ja, Verräter. Gegen sowas hat mein Königreich Bayern keine Erfahrung. Ja, jetzt da legst du nieder. Oh, und die meinige ist auch dabei. Das keine Auwehe. Armer Bader. Da geht's ja ärger zu, als wir auf dem Feuerwehr bald Kirche zeigen. Ich mag sowas gar nicht sehen. Das ist mir zu unästhetisch, nicht wahr? Wie die studierten Herren sagen, dann habe ich eine so ideale Vorstellung von einer Frau,
dass ich so besoffene Hähnen gar nicht anschauen mag. Der Zeuge Berlinger, Dominik, was gibt's denn da zum Schauen? Also meine das Ressort ist an hier. sowas nicht. Komm aus Berlinger, wir sind dran. Sofort, Herr Wachtmeister, sofort. Bitte kommen Sie und helfen Sie mir, dieses Corpus Delicti vorzuführen. Das Gericht soll sich ein Bild machen. Das ist wichtig. Ja, ist schon recht, komm. Oh mein Praxentaler. Die spannen unsere Weiberleute glatt 3 Jahre lang. 3 lange Jahre. Meinst mindestens. 3 Jahre ist eine lange Zeit. Was seid ihr jetzt für Mannsbild? Ihr seid lauter Pantoffelhäden. Die Damen brauchen gar keinen Weiberverein gründen. Ihr gebt ihnen die Hosen vorher schon freiwillig. Geht halt du tust halt. Ich studiere ja schon die ganze Zeit, was wir noch retten können. Nicht? Ja, eben. Pass auf, Praxentaler. Ja. Der Fotograf Habersitzer muss sofort aufstehen. Das ist eine falsche Taktik, wenn der im Bett liegen bleibt und den Schwerverwundeten spielt. Verstehst? So ist gut, ja, Er genau. muss gesund sein und als Zeuge auftreten. Jawohl. Ich geh weiter, Kommandant, schau, dass du sofort einen Habersitzer herbringst. Ja, ich geh gleich. In Ordnung. Du, und sein Apparat, der ist von selber Brucher, verstehst? Das denke ich aber sofort. Jetzt ist passiert. Was denn? Raufen's! Schlimmer, der Zeitungsverleger hat's mal nicht halten können. Was hab ich euch gesagt, lauter Hosenschweißer, Jetzt sind nicht? die Damen wieder oben auf. Schaut, dass du nicht kommst, Veitel. Rette, was zu retten ist. Ja, mei, das sagst du schon. Ich muss auf der Steuer Herrn Ökonomierat holen. Jetzt ist Dreck Trumpf. C fix, Halleluja. Zum Wohl, sein Herr Ökonomierat. Dankeschön, Wally. Wenn's das du sagst, glaub ich's. Du, da geht's mir gut. Sehr gut. Gestern haben wir 35 Liter weniger ausgeschenkt. Nix geht gut, jeden Tag schlechter geht's. Wenn die Damen halt nicht mindestens 5 Jahre Gefängnis kriegen, können wir glatt auf Gant kommen. Ja, ja, rein. Aber der Herr Ökonomierat. Ja, der was. Jetzt ist passiert. Was? Der Berlinger hat geredet und hat alles verpatzt. Nein. Was? Ja, Marant Josef, um Himmels Willen, das darf doch nicht wahr sein. Ja, brav. Herr Ökonomierat, Sie müssen sofort in den Zeugenstand. Guck dich her, die Würste sind noch warm. Mal hol ein Bier. Ja. Ich bin so frei. Aber lang haben wir nicht Zeit. Ich mag halt nicht sein. Ja, aber du musst, Peppi. Rett, was noch zu retten ist. Der Alkoholverein bricht uns ans Kragerl. Von mir aus. Und nachher machen wir Pleite, wir Breyer. Ne? Ach, jetzt war alles so gut eingefädelt. Na, auf nix ist mehr ein Verlass. Es ist nicht so fein gesponnen, es kommt alles an die Sonnen. Weiber sind eben für Weiber keine Gegner. Prost, Herr Wachtmeister. Dankeschön. Weiß der Teufel, wie lange wir da dran noch unsere unschuldige Freiheit haben dürfen. Jetzt singt wir aber. Jetzt wird's Sekt. Und ganz gewaltig wird aufdrehen. Unser Bier ist auch nicht bloß ein Alkohol. Geh mal, gib mir die Open. Ja. Jetzt sorge sie einer. Den Rimmviecher. Komm. So. Aha. Da bin ich ja schon auf was gekommen. Der Herr Brauereibesitzer, Ökonomierat Feustel, hat also diesen Anschlag finanziert und Sie haben ihn zur Ausführung gebracht. Der Verleger Berlinger hat nämlich gestanden und uns verraten, dass es volle Absicht war, die Damen sinnlos betrunken zu machen. Nicht sinnlos, sinnvoll, Herr Rat. Ich hab doch in der Küche ausgeholfen. Was? Ja, ich hab immer eingeschenkt. Aber im Auftrag von der Frau Ökonomierat habe ich das gemacht. Ein himmelschreiender Anschlag auf unsere Humanität. Aber wir werden das Ihrer königlichen Hoheit, der Prinzessin Therese, ganz genau berichten, meine Herren. Ganz Aber genau. natürlich, meine Damen, es wird bestimmt zu einem neuen Verfahren kommen. Ich beantrage Freispruch für alle meine lieben Mandantinnen und für den ganzen Verein zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs. Lass uns das stehen! Recht! Ist auch recht. Wir trinken in Zukunft kein Bier mehr, sondern bloß mehr den wundervollen Klosterlikör St. Wendelin, der gibt auch Kraft. Halt doch dein Mai! Auf unserer Seite steht die Prinzessin. Der Zeuge der Ökonomierat Josef Feustel tut zum Brauereibesitzer verlieren. Habe die Ehre, hohes Gericht. Habe die Ehre, meine Herren und Damen. Ja, grüß Gott, Herr Rat. Na, wie geht's denn, ne? Aber der Herr Ökonomierat, Feitel, geht's auf Ihren Platz? Ja. Na, halt, überraschenderweise auf die Zeugenbank. Immer. Ja. Na, was gibt's? Ruhig da hinten! Herr Zeuge, Sie haben Kraft Ihres Ansehens und Ihres Geldes dieses alkoholische Attentat auf das Damenkränzchen da ermöglicht. Sie haben das eingefädelt, nicht wahr? Und zwar ganz raffiniert.
Man hat den Damen starken Obstbrandwein in den Kaffee geschüttet. Über die Wirksamkeit dieses Gebräus brauchen wir uns ja gar nicht zu unterhalten, nicht wahr? Dann hat man die Damen zu unkontrollierten Handlungen provoziert und hat dann die Szene fotografieren lassen. Tut's nicht so unschuldig, nicht wahr? Sehr geschmackvoll muss es ja fürchterlich zugegangen sein. Und der Veidl, Ihr Vizehausl, der hat sich an dem fraglichen Nachmittag in der Küche der Lebzelterei rumgetrieben, hat das ganze Unternehmen dirigiert. Ja, das kann schon sein. Um Einzelheiten hat sich meine Frau und der Veidl gekümmert. Ja. Ihr ruhig, sag ich, Ihr Freimut, Herr Zeuge. Leider habe ich Sie ja immer nur als Zeugen hier, Herr Feustel. Ihr Freimut ist beachtlich. Ich werte das wie ein Geständnis. Bitte schön, Herr Staatsanwalt, wenn Sie sich ausnahmsweise mal die Finger verbrennen wollen. Sie haben sich am Anfang so scharf ins Zeug gelegt, ich mag nicht mehr. Aber schauen Sie, Herr Rat, es hat doch was geschehen müssen. Allein um des lieben Friedens willen, nicht bloß wegen meinem Bierausstoß. Es haben ja die Ehen nicht mehr gestimmt. In jeder Familie sind die Weiber aufsässig worden und sind ins Damenkränzchen gegangen. Ja, sowas geht doch nicht. Ja, warum geht das nicht? Was ihr kennt, können wir auch. Und überhaupt ist unsere Schirmherrin, die Prinzessin Therese. Ja, gerade wegen der Prinzessin sind wir doch auf die Idee gekommen. Seine königliche Hoheit, der Prinzregent des Königreichs Bayern verwesen, hat nämlich seine Schwester, die Prinzessin Therese, absuffer gemacht. Weil sie ihm gerade noch 2 Maß Bier vergund hat. Es lebe der Prinzregent! Und darauf hat ihre königliche Hoheit die Prinzessin Therese nachgegeben und hat das Protektorat von den Anti-Alkoholiker-Vereinen niedergelegt. Da steht kleingedruckt unter Hofnachrichten, Herr Rat. Bitte. Mag ich gar nicht lesen. Da sind es weg. Ja, wenn jetzt ich auch sagen hätte, ich lege jetzt den Vorsitz nieder, nicht? Aber ihr glaubt, mit eurem alten Herrn Rat, da könnt ihr jede Spassettel machen, nicht? Na, ist ja gut. Also sprechen wir ein Urteil. Im Namen seiner Majestät des Königs, bzw. der königlichen Hoheit, des Herrn Prinzregenten, da geht folgendes Urteil. Aufstehen, 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 bitteschön. Die angeklagten Damen werden wegen erheblicher, unverschuldeter Trunkenheit, obwohl sie sich laut ihrer eigenen Statuten auch des Likörs und des Metes hätten enthalten müssen, werden wegen Trunkenheit und daraus resultierender, vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit von den begangenen Delikten der Körperverletzung etc. freigesprochen. Die Gerichtskosten sowie die Kosten für Schadensersatz, Schmerzensgelder etc. Etc. zahl ich. Jawohl, ganz richtig. Sie sind schon gewöhnt und weh tut's Ihnen auch nicht. Zahlt der Herr Ökonomierat. Gut, Sitzung ist geschlossen. Die arme Prinzessin. Bestimmt hat ihr auch einen Likörrausch angehängt. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat niemanden geschickt. Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, Frau Gemierat. Herr Rat, Ihr Glück, wie immer. Nein, ich möchte heute einen St. Wendelins-Likör. Aber am Gerichtshof. Ja, weil Sie sind. Ja. Prost, Frau. Guten Kaffee, meine Damen. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.